Fragen, die die Welt bewegen. Stell dir vor, in 3 Tagen ist Heiligabend. Versetz dich mal in den Abend. Das feine Weihnachtsessen, gemütliche Stimmung, vielleicht Kinder, die langsam selber spielen, auf der Seite sind und ihre Erwachsenen können langsam über Themen reden, die ihr gerne diskutiert und nicht auf Kinder achten. Vielleicht hast du nicht einmal Kind und du freust dich endlich einfach gemeinsam Zeit in dieser Family zu nutzen. Und mit in dieser schönen Atmosphäre drinnen taucht so ein Thema auf. Irgendein Thema, das bei dir daheim vielleicht brenzlig werden könnte. Klima, die Rolle der Frau, Themen wie Schulsystem vielleicht, Migration, das Aufrüsten, Glaubensthemen, weil ihr vielleicht alle zusammen irgendwo in eine Kirche geht, aber gleich ganz unterschiedliche Meinungen habt. Die Haltung zu Israel und der Konflikt in Gaza. Und du merkst irgendwie, das Thema kommt jetzt auf und bei dir wird schon langsam so ein bisschen ungut in deinem Bauch unten. Du kommst irgendwie Angst über, es regt sich Widerstand in dir innen und du denkst so, oh, jetzt könnte es dann vorbei sein mit dem wunderbaren Weihnachtsessen, wo wir alle so schön gemütliche Stimmung hatten. Weil du weißt schon im Hinterkopf, da kommt der Vater oder vielleicht der Bruder mit seiner Theorie dorthin und das führt immer zu explosiver Stimmung bei euch daheim. Das oder ein bisschen ähnlich könnte an einem guten Weihnachtsessen doch passieren. Oder vielleicht ist es auch bei dir ganz zahm und bei dir ist Weihnachten immer schön friedlich und gut, bis auf den Moment eigentlich vorher. Wo deine Frau oder dein Mann sagt, du, jetzt kommen dann Gäste und wir sollten endlich mal aufräumen und schauen, dass alles sauber ist, dass dann alle zufrieden sind. Und in dir innen kommt Widerstand und du denkst so, aber sicher nicht, müssen wir jetzt endlich wieder alles ready machen. So ist es bei mir daheim wenigstens. Ich habe gerne aufgeräumt und so weiter, aber das triggert mich, wenn man extra für irgendjemanden muss etwas parat machen muss. Da kommt ganz viel Familiengeschichte in mir innen auf, wo ich merke, da kommen polarisierende Meinungen aufeinander. Und da kann es clashen, mitten in der Weihnachtszeit. Herzlich willkommen heute bei dem Thema barmherzig leben in einer polarisierten Zeit. Ich glaube, irgendwo in diesem Thema finden wir uns alle und irgendwo finden wir Anknüpfungspunkte in unserem Leben. Polarisierung, die ist da. Gerade in der letzten Studie, die wieder rausgekommen ist, von Pro Futura ist die, lautet das Zitat daraus aus, 37,7% der Stimmbevölkerung sind der Ansicht, es wäre besser oder eher besser für die Schweiz, wenn diejenige Partei, die ihnen am unsympathischsten ist, vom politischen Prozess ausgeschlossen würde, also nicht mehr an Wahlen oder Abstimmungen teilnehmen dürfte. 35% befürworten zudem den Ausschluss dieser Partei aus dem öffentlichen Diskurs, etwa von Debatten oder Medienauftritten. Besonders häufig befürworten solche Ausschlüsse Personen, die sich sozial benachteiligt fühlen, stark affektiv polarisiert sind oder den Austausch mit Andersdenkenden als wenig wertvoll empfinden. Kurze Anmerkung, stark affektiv polarisiert ist eine starke emotionale Bindung zu einer politischen Gruppierung oder vielleicht sogar eine Abneigung oder Misstrauen, Feindseligkeit gegenüber gegensätzlichen Meinungen zu haben. Polarisierung ist da. Das ist nicht irgendwo in Deutschland, sondern in der Schweiz. Mitten in unserer Welt, wo wir uns drinnen bewegen, wo du und ich ein Teil davon sind und sie ist real da. Irgendwo
in deinem Leben ist sie da. Für mich war es erschreckend, als ich das Zitat durchgelesen habe, als ich mich mit dem beschäftigt habe. Weil für mich hat es etwas aufgezeigt von wenig oder fast gar keine Empathie in dem Moment, können mit unterschiedlichen Meinungen umzugehen. Und die Grenze, die zieht sich nicht einfach irgendwo vor der Parkarena-Tür, dass uns nicht betreffen würde oder vielleicht vor deinem Gartentürli, sondern irgendwo sind wir immer damit konfrontiert mit dieser Thematik. Gerade letztes Jahr habe ich einen Podcast dazu gehört, wo es um das Thema psychologisches Immunsystem gegangen ist. Und sie haben erklärt, dass wir in unseren Gedankengängen oben eigentlich Meinungen sofort kanalisieren. Das heisst, Gruppierungen oder Menschen, die uns in unserer Haltung unterstützen, kommen alleine durch unsere neurologischen Gedankengänge, kommen sie direkt in eine Kategorie, entweder gut oder schlecht. Ich muss mich dagegen abwehren oder ich kann das für gut heißen. Das ist nur neurologisch am Abgehen in unserem Hirn. Das fördert den Gedanken, wo ich mich drinnen befinde, ist der einzige richtig und gut. Das Einzige, was sie eigentlich dort drinnen sagen, da drinnen kann helfen, ist, wenn wir uns reflektieren und uns immer wieder überlegen, was in dem Innen kann hilfreich sein, vom Gegenüber vielleicht zu lernen. Du hast dir vielleicht jetzt gedacht, ja, jetzt sind wir in einer Psychologiestunde gelandet. Das machen wir nicht, sondern wir werden zusammen eintauchen. Was hat das Thema mit der Bibel zu tun und was sagt die Bibel in dieser Thematik dazu? Weil ich glaube, es ist sehr viel Inhalt, sehr viel Thematik da drin. Und wir werden weniger darauf eingehen, was jetzt für theologische Spannungen und polarisierende Themen in der Bibel überall vorkommen, sondern heute geht es mir darum, dass wir eben genau das anschauen dürfen. Wie können wir mitten in dieser Zeit, wo die verschiedenen unterschiedlichen Meinungen sind, wie können wir mitten in dieser Zeit barmherzig erleben? Dass du vielleicht an deiner Weihnachtsfeier kannst hingehen und mit einer anderen Haltung drin steigst, wie bevor du in den Gottesdienst hineingekommen bist. Salz und Licht können sie für diese Welt. Der Petrus schreibt an verschiedenste Gemeinden und er hockt im Gefängnis in Rom und ist sich bewusst, dass da aussen die verschiedensten Meinungen am Umeinandergehen sind. Er ist sich bewusst, dass verschiedene Strömungen, einerseits die frommen, gesetzlichen Juden, die aber sich entschieden haben, dem Jesus nachzufolgen, und gleichzeitig die hellenistisch prägten griechischen Christen in diesen Gemeinden drinnen hocken. Er ist sich bewusst, dass das eine Herausforderung ist von der Gemeinde in der damaligen Zeit. Das ist nichts Neues, dass unterschiedliche Positionen darauf hinwirken. Auch der Kolosserbrief, der Paulus, wo der geschrieben hat, nimmt in dem Brief dazu Bezug und sagt, hey, ihr seid in dieser spannungsvollen Position drinnen. Und das ist nichts Neues. Und der Petrus bringt uns aber da sehr viele Skills mit, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen können. Im 1. Petrus 3, Vers 8 bis 9 heißt es: Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Bösen mit Bösem oder Beschimpfungen mit Beschimpfungen, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Da kommen ganz unterschiedliche Sachen zum Zug und wir wollen die miteinander anschauen. Es sind Sachen, es sind Wörter, die am Schluss alles unser Miteinander, gemeinsame Miteinander in der Kirche, aber ich glaube auch über unsere Kirchengrenzen hinaus in unseren Alltag drinnen sollen beschäftigen. Das erste Wort, das drinnen auftaucht, ist gleichgesinnt. Gleichgesinnt,
Das bedeutet in anderen Übersetzungen gemeinsames Ziel haben, einmütig miteinander zusammen unterwegs sein, einen gemeinsamen Fokus zu haben. Ein Theologe sagt, das meint keine Uniformität im Denken, sondern ein Sinnen im Stil von Denken und Trachten auf ein hingerichtetes Handeln hin. Es ist keine verordnete Einigkeit, dass man überall in jedem Detail muss gleicher Meinung sein, sondern es ist eine Einigkeit, die uns im Geist drinnen eintut. Es geht in der gleichgesinnten Art nicht darum, dass wir in jedem Detail und in jeder Frage gleicher Meinung sein müssen. Es geht auch nicht darum, dass du mit jeder Person, mit jeder Meinung dich anfreunden musst. Aber es geht darum, einen gemeinsamen Boden zu finden. Eine gemeinsame Ausrichtung zu finden. Mitten in unseren Diskussionen kann es dich zum Beispiel herausfordern, dir zu überlegen, was ist eigentlich unser Boden der Diskussion? Wohin wollen wir überhaupt? Egal, ob das in deiner Family daheim ist oder mitten bei uns in der Gemeinde, wo es darum geht, was ist eigentlich unser gemeinsamer Fokus, unser gemeinsames Ziel? Wo wollen wir ansteuern? Das zweite Wort, das drinnen vorkommt, ist mitleidig. Und Mitleidig hat bei uns so den Aspekt drinnen, wir müssen jetzt ein bisschen Geduld haben und irgendwie können sehr viel Gefühl aufbringen und so weiter. Das Wort mitleidig hat da drinnen noch eine andere Komponente, und zwar kommt es aus dem Griechischen, aus dem Wort sympathisch, sympathes her. Und es sagt eigentlich nichts anderes, es ist die Fähigkeit, dich in Freude und Leid ins andere hineinversetzen. Also ein Stückchen weit nachvollziehen, was der andere bewegt, was der andere im Moment in seinem Herzen durchtreibt oder am Beschäftigen ist. Da sind wir herausgefordert. Können wir versuchen, sich ins andere hinein zu versetzen, einen Perspektivenwechsel vielleicht zu machen, von dieser Position, wo ich mich gerade drin befinde, sich in die andere Position drin versetzen und versuchen, auf das Anliegen oder auf seine Gedanken einzugehen. Dann kommt das nächste Wort, brüderliche Liebe. Das ist wahrscheinlich das Wort, das am meisten genutzt wird, auch im Kontext der Nächstenliebe. Wo es auch darum geht, dass nicht einfach nur auf einer Gefühlsebene etwas passieren soll, sondern auch in einer handelnden Art und Weise unsere Liebe soll spürbar werden. Und dann bringt er das Wort barmherzig drin. Barmherzig ist ein Riesenwort und in diesem Kontext verwendet es der Petrus mit einem anderen Kontext, und zwar vom Epheser 4,32. Und dort drinnen steht, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig oder eben barmherzig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Der Petrus nimmt da auf ein Wort Bezug, wo also mit unserem Innenleben etwas zu tun hat. Ich kann dann anfangen, barmherzig zu sein, wenn ich weiss, was in meinem Herz drinnen vorgeht. Ist da Bitterkeit, Wut, Zorn oder was auch immer für Gefühle vorhanden? Oder bin ich im Frieden mit mir und den Menschen um mich herum? Der Ulrich Egers, ein Theologe, beschreibt, Polarisierung und Angst sind Brutstätte von Hass. Liebe und Hoffnung sind die Quellen von Versöhnung und Mut. Die Hoffnung auf eine bessere Welt gehört zum Glauben, gerade dann, wenn es wenig plausibel scheint. Scheint mir, als ob der Petrus da endlich versucht zu sagen, nebst dem mitleidigen, gleichgesinnten, brüderliche Liebe kommt eben auch der Punkt zum Tragen, dass es um dein ganzheitliche Wesen geht, um dein ganze Sein geht,
Du kannst nicht einfach nur versuchen, in deinem Handeln mit anderen Menschen versuchen, möglichst barmherzig zu sein, sondern die Frage ist, was in deinem Herzen vorgeht. Das, was in unserem Herz ist, das geht über in unsere Diskussionen, in unser Handeln, in unser Miteinander. Wenn ich ans Weihnachtsessen gehe, schon bereits mit vielleicht unguten Gefühlen und so eine Diskussion auftaucht, dann ist eine ganz andere Ausgangslage, wie wenn ich Frieden in meinem Herz drin habe. Ein konstruktiver Dialog. Was wäre denn ein konstruktiver Dialog mitten in so einer polarisierten Zeit? Es scheint mir, als ob Jesus eigentlich da uns ein sehr gutes Beispiel gegeben hat. Und zwar ein Beispiel, wo er mit einer Gruppe von Menschen zusammen ist und uns versucht zu helfen da drinnen. Das Beispiel, das ich erwähnen werde, ist bei mir immer unter einer ganz anderen Schublade abgespeichert gewesen. Und zwar unter dieser Schublade, es ist eine Heilung passiert. Aber ich möchte dich einladen, jetzt in den kommenden Minuten dich auf die Geschichte einzulassen und ein bisschen hinterher zu lehnen und versuchen, einmal auf eine andere Art und Weise in die Geschichte einzutauchen. Und vielleicht dich mehr ein bisschen auf die Verben und auf das Wesen dieser Geschichte einzulassen. Einfach mal zuzuhören und zu achten, was da passiert. 2 Blinde, die am Straßenrand saßen, hörten, dass Jesus vorbeikam und riefen: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Die Leute fuhren sie an, sie sollten still sein. Doch die Blinden schrien nur noch lauter: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Jesus blieb stehen und rief die beiden zu sich. Was möchtet ihr von mir? Fragte er. Herr, antworteten sie, wir möchten sehen können. Da ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Er berührte ihre Augen und im selben Augenblick konnten sie sehen. Von da an folgten sie Jesus nach. Das ist eine Geschichte, die ich in der Sonntagsschule sehr oft eben mit dem Blickwinkel auf das Wunder gehört habe. Das Wunder ist grossartig und ich will nicht sagen, dass das Wunder nicht auch ein Teil und ein wichtiger Bestandteil ist von dieser Geschichte. Aber es taucht noch vieles, vieles mehr auf. Und zwar ist es unter dem Stichwort von der Barmherzigkeit drinnen festgehalten. Gottes Barmherzigkeit leuchtet durch diese Geschichte durch. Die Barmherzigkeit von Gott ist nicht nur etwas, das jetzt in dieser Geschichte sehr stark zum Tragen kommt, sondern leuchtet durch die ganze Bibel enorm durch. Auch im Alten Testament sehen wir, wie Gott immer wieder zeigt, wie barmherzig das er ist. Wie mitfühlend, dass er mit seinem Volk ist. Wie mitfühlend und langatmig, dass er auch immer wieder neu dem Volk eine Chance gibt. Wir sehen einerseits die Art und Weise, wie er dem Volk seine Liebe immer wieder zeigt. Und so wird es bisher auch im Jesaja 49 beschrieben mit der Art und Weise, wo ein kleines Baby auf dem Schoß von ihrer Mutter ist. Und die Wärme und die Zärtlichkeit und die Barmherzigkeit, die Nähe darf spüren. Meine erste Frage aus dieser Geschichte ist: Bist du als barmherziger Mensch bekannt? Jesus ist vorbeigelaufen und sie haben ihn gehört und eins war klar: Erbarm dich mir. Bist du ein barmherziger Mensch? Oder bist du vielleicht manchmal eher als der bekannt, der eigentlich rechthaberisch ist und weiss, was richtig und falsch ist? Jesus hat mitten in dieser Szene drinnen gelebt, wo viele Schriftgelehrte gewusst haben, was richtig und falsch ist. Sich sehr gern auf die Diskussionen einlassen haben.
wo man definiert, was jetzt gerade gilt und was nicht. Und häufig hat Jesus einen anderen Weg gewählt. Häufig ist Jesus mit einem barmherzigen Herz ihnen entgegnet. Jesus fordert uns auch heraus, sind barmherzig, so wie der Vater barmherzig ist. Was würde es bedeuten, wenn du in deinem Kontext von deiner Arbeit, in deinem familiären Umkreis als der barmherzige Mensch bekannt wirst? Was müsste ändern, dass es so weit kommen würde? Der zweite Punkt, und der hat mich auch sehr beeindruckt, man liest eigentlich sehr schnell drüber. Jesus ist stehen geblieben. Er ist stehen geblieben und hat einfach mal schnell gewartet anscheinend. Er hätte ja genug zu tun gehabt, um einfach weiterlaufen und die Blinden hätten dann auch mitlaufen und das Wunder so nebenzu einfach auch noch schnell machen. Aber er hat innegehalten und ist stehen geblieben, hat sich Zeit genommen für die Blinden. Wie ich vorher gesagt habe, unsere Gefühle, unsere Emotionen, unser Zorn, unsere Bitterkeit, unsere Enttäuschungen prägen unser Miteinander im Umgang, auch gerade in polarisierenden Zeiten. Innehalten, anhalten, mal schnell anhören, warten, innehören, was geht in mir innen ab. Das ist das, was uns Jesus da zeigt. Häufig, wenn wir sofort handeln, sofort unsere Meinung wieder kundtun. Ich diskutiere auch sehr gern. Und gern, wenn so eine klare Meinung kommt, wäre ich der Erste, der entgegenschiessen und die nächste Meinung in den Raum stellen und möglichst Front geben und eine andere Meinung ins Zentrum rücken. Auch wenn es nicht einmal meine Meinung wäre, einfach zum diskutieren. Aber manchmal ist das nicht hilfreich. Häufig ist es nicht hilfreich. Häufig wären wir herausgefordert, innezuhalten, wahrzunehmen, was ist jetzt das Richtige. Der dritte Punkt, anhören und Fragen stellen. Auch das beeindruckt mich an Jesus. Stell dir vor, er haltet an und sieht die Blinden. Er ruft ihnen zu. Aber was macht er jetzt? Er fragt sie, was brauchen ihr? Wieso denn? Ich meine, Jesus weiß doch schon längstens, was sie brauchen. Er sieht ja, dass sie blind sind. Er weiß doch, was die Nöte von dem Mensch ist. Von diesen verschiedenen Menschen vor ihm jetzt gerade sind. Aber er fragt sie. Fragt sie, bevor er handeln tut. Und so schnell sind wir eher im Handeln. So schnell sind wir im Lösung erarbeiten oder am Lösungen geben für unsere Gegenposition. Für die es eben noch nicht gecheckt haben. Für die noch auf meine Seite müssten kommen, meine Wahrheit eben für richtig sollten halten. Was, wenn wir einfach mal eine Frage zuerst stellen? Das lässt zu, dass man sich auch auf eine Art und Weise begegnen kann. Vielleicht eine gewisse Selbstreflexion auch vonstatten kommen kann. Er hat ihnen zugesprochen, dass sie zuerst mal überlegen können, was sie überhaupt möchten. Was ist überhaupt ihr Anliegen? Was ist überhaupt das, was sie wirklich beschäftigt? Geht es da jetzt wirklich nur um eine Heilung, in Anführungs- und Schlusszeichen, oder wollen sie vielleicht sogar noch mehr? Das Stichwort, das sie nämlich vorher erwähnt haben, erbarm dich uns, bedeutet viel mehr als einfach eine Heilung. Das Erbarmen, die Barmherzigkeit, hat immer eine Ganzheitlichkeit zur Folge. Unser ganzes Leben, Gnade in unserem ganzen Leben voll und ganz erleben können. Und so nimmt er die Blinden eigentlich mit in einen Prozess drin, dass vielleicht auch darum geht, nicht nur mit den Augen wieder zu sehen, sondern auch geistlich zu sehen, was dran ist.
Häufig in diesen Diskussionen wäre man, glaube ich, gut bedient, wenn man einfach auch nochmal eine Frage stellt, anstatt gerade eine Antwort und das Richtig und Falsch präsentiert. Und das Vierte, was ich in dieser Geschichte auch sehr beeindruckend finde, nachdem er sie eigentlich zu sich gerufen hat, sie wahrscheinlich auch aufgestanden sind, weil sie wahrscheinlich irgendwo am Strassenrand gehockt sind, in ihrer Wirklichkeit gefangen gewesen sind, ruft er sie zu ihnen. Und sie werden ziemlich sicher einen Schritt gemacht haben, um zu ihm anzukommen. Aber sie sind sich nachher auf einer Augenhöhe begegnet. Auf Augenhöhe. Nicht, sie hocken da und er schaut auf sie ab, was braucht er? Sondern, was braucht er? Was braucht er jetzt? Empathie, Mitgefühl, Barmherzigkeit, genau das, was jetzt vorher auch der Petrus verwendet hat etwas damit zu tun, mit dieser Augenhöhe. Mit können auf den anderen zugehen. Und das, was dann passiert bei Jesus, und das ist wiederum spannend, erst dann, am Schluss von dieser Geschichte, wird uns endlich das Wort beschrieben von dem Mitgefühl. Das ist jetzt ein stärkeres Mitgefühl. In der Bibel wird es beschrieben mit einem Gefühl, wo eigentlich sich Gedärme umkehren. Also eine Art von Mitgefühl, Mitleiden, mit Reis gerissen werden. Weil das Elend anerkannt wird. Und ich behaupte, dass das manchmal einen Prozess braucht. Dass nicht von Anfang an du Mitgefühl für eine andere Position, eine andere Haltung, eine andere Meinung kannst aufbringen, sondern vielleicht braucht es 2, 3 Sachen zwischendrin, dass das stattfinden kann. Dass du nicht musst die andere Meinung akzeptieren, aber dass du zumindest dich kannst in die andere Meinung drin hineinversetzen, die Wahrnehmung, die Perspektive zumindest kannst akzeptieren und so in ein Miteinander wieder kannst kommen, um den gemeinsamen Fokus zu richten, um gemeinsam auf Augenhöhe können diskutieren und ein Miteinander in der Family, bei der Arbeit, in der Kirche zu finden. Was, wenn wir als Kirche bekannt werden als der barmherzigste Ort? Wenn wir Menschen, wir Christen, die barmherzigsten Menschen werden. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind für andere Sachen besser bekannt. Und in einer Phase, wo ich mir sehr viel Gedanken gemacht habe über die Kirche und die Ausrichtung der Kirche, was dran ist für die Kirche, hat mir Gott mal ein Bild geschenkt, das weniger darum geht, um die Art und Weise von unseren Gottesdiensten wieder anpassen. Früher hat man das regelmäßig wieder gemacht, wieder neue Gottesdienst-Settings entwickelt, geschaut, dass es besucherfreundlicher ist, geschaut, dass die Band mit dem Schlagzeug da oben darf sein und so weiter. Das sind alles auch polarisierende Themen in der Vergangenheit, in der Kirchengeschichte. Ich glaube, heute geht es darum, dass man das Miteinander untereinander in den Fokus rücken. Weil das zu einer veränderten Kirche führt. Weil wir so zu anderen Menschen werden, bekannter werden als Christen, die mitleidig, mitfühlend, die Fähigkeit haben, auf andere Situationen, auf andere Wirklichkeiten eingehen können. Und so tatsächlich Salz und Licht in unserer Welt sind. Weil es begeisternd ist, wenn ich Menschen so antreffe. Weil ich anfange, in diese Welt eintauchen kann. Und so Menschen kann beistehen, auch wenn sie nicht gerade meiner Meinung sind. Was, wenn wir in unseren Groups, in unseren Ehen das leben? Schaffen, nicht in Polarisierung zu gehen.
nicht das Gegenüber konfrontieren mit ihrer falschen Haltung, sondern zuerst mal innehalten können. Unsere Gefühle können in Schach halten, miteinander einen Weg suchen. Ich glaube, das verändert unsere Beziehungen, unsere Ehen, unser Innenleben der Kirche. Ich will beten. Vater, ich bitte dich, dass du uns in den nächsten Tagen hilfst. In all unseren Diskussionen, in allen Spannungen, die wir werden antreffen. Mit all unseren Gefühlen, die im Moment da sind. Versöhnlich umzugehen. Hilf uns, das Gegenüber nicht als Gegner zu sehen, sondern als Mensch mit seiner Geschichte und Emotionen. Hilf uns, Mitgefühl für unsere Nächsten aufzubringen, auch wenn wir so unterschiedlicher Meinung sind. Und lass uns leuchten in dieser Weihnachtszeit mit dieser Barmherzigkeit, wo Jesus als Botschaft mit in die Weihnachtszeit hineingelegt hat. Dass du kommst als Friedenfürst. Und Vater, ich bitte dich auch für die Menschen, die jetzt da drinnen hocken und denken, du kannst schon gut reden, aber unsere Weihnachten sehen anders aus. Unsere Wirklichkeit sieht anders aus. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du übersetzen tust, dass du dort weisen tust, was dort die richtigen Schritte sind. Dass vielleicht auch nur ein kleiner Teilschritt ist, wo sie verändern können. Damit die Weihnachten ganz klein anders aussehen. Amen.